Herzlich willkommen bei Robert Franz und dem zweiten Teil einer Sendung, die am Anfang mit dem ersten Teil bei Welt im Wandel war. Das Thema, was macht Robert Franz selbst, um seine Gesundheit zu pflegen, um Krankheiten vorzubeugen und um Krankheiten zu heilen. Also eine ganz persönliche Sendung, auf die ich mich auch sehr freue jetzt. Lieber Robert, in der ersten Sendung haben wir über dich gesprochen, deinen Ansatz zur Gesundheit. Wir haben auch über gesellschaftspolitische, gesundheitspolitische Fragen gesprochen und deine Empfehlungen, deine Ratschläge für dich selbst, wie du mit Diabetes umgehst. Jetzt soll es um eine ganze Fülle von Themen gehen, MS und Krebs und Bewegungsapparat und Herz-Kreislauf und so weiter. Was macht Robert Franz, wenn etwas nicht passt? Du hast eine Pflanze mitgebracht. Was hat es damit auf sich? Okay. Ich habe nur den Leuten zeigen wollen, bildlich, dass sie sehen, was zum Beispiel heutzutage mit uns passiert und warum wir in so einem katastrophalen Zustand sind wie diese Pflanze da. Diese Pflanze war irgendwo im Keller drinnen, die hat kein Licht bekommen, dadurch ist sie komplett entartet. Willst du sie mal raufnehmen, damit man sie noch mal so ein bisschen mehr besser hat? Die kleine Pflanze. Da ich drauf, da ist auch ein kleiner Marienkäfer. Und du wirst mal drauf auf die Pflanze, der will ja auch leben. Moment, da ist er so. So ist halt diese Pflanze Lichtmangel. Ihr könnt euch vorstellen, wir sind Menschen, durch Lichtmangel, durch Vitamin D3-Mangel. Die war im Keller, diese Pflanze. Ja, die war im Keller, das sieht man, die hat wenig Licht bekommen, ist alles kaputt gegangen. Lichtmangel, das sieht man, Lichtmangel, den die Menschen auch haben. 95% der Leute, jetzt sagen wir die Kellertür, das ist die Kellertür, die Pflanze ist da drin. Das sind wir Menschen, übertragen auf Menschen. Ich stehe da, jahrelang habe ich nichts gemacht, ich habe kein Licht bekommen, ich wohne ja nicht in der Karibik. Irgendwann habe ich die ersten braunen Blätter, die manifestieren sich durch verschiedene Krankheiten. Ich habe eine Arthrose, ich habe einen Brustkrebs, was auch immer, sieht die Pflanze entartet. Allerlei für Klassen. Was passiert? Dann entschließe ich mich, ich muss zum Arzt oder Heilpraktiker, meine Wahl, zu wem auch immer. Da geht die Kellertür auf, es entsteht Licht, die Pflanze wird raus zum Licht geschoben und da kommt der Arzt und sagt, ja, toll, ich habe gesehen, Sie sind krank, das sind ein Haufen braune Blätter, die sind ja gestanden, da fängt er an, dich zu therapieren, da werden die braunen Blätter abgerissen, die werden schön abgerissen, die kommen alle weg, jetzt muss ich nicht alle wegreißen, die kommen einfach weg, so, und dann frage ich mich, okay, die Therapie ist beendet. Wo muss diese Pflanze oder dieser Mensch hin? Ins Licht. Ja, eben wieder zurück in den Keller. Nein, der Keller ist tot, ins Licht. Und kein Arzt, kein Heilpraktiker, keiner auf dieser Welt holt dich zurück ins Licht, sondern sagt, Robert, geh mal schön zurück in deinen Keller. Es geht wieder rein, die Tür schließt sich, die Dunkelheit ist wieder da. Ich habe ja nichts an mir geändert, ich habe keinen D3 genommen und warte auf die nächsten. Und da kommen die nächsten braunen Blätter, es geht wieder raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein. Und irgendwann bist du ausgerufen und bist du tot. Das ist ein Beispiel zu zeigen, dass das Wichtigste bei einer Krankheit, zum Beispiel Krebs, dem Körper wieder Sonne zu geben, weil Vitamin D3 aktiviert 2000 Gene im Körper. Wenn die nicht funktionieren, kommt es zu Entartungen. Genau diese Pflanze, okay, es ist eine Art ein Faden, hätte ich eine Schlingpflanze, die hat sich wahrscheinlich schon gewunden, hätte sich komplett entartet, verdreht und sucht vielleicht da den Ausgang, dass sie da rauskommt vom Keller. Und das sind die Entartungen. Das sind Entartungen im Körper, das sind Zysten, Myome, Adenome, Krebsgeschwüre. So das als erste Maßnahme, jetzt gehen wir zum Thema Krebs, was würde Robert Franz machen, wenn ich Krebs hätte? Ich würde sofort 1 Million Einheiten einnehmen, in mich reinpfeifen. Nicht auf einmal eine Million Einheiten, wovon? Vitamin D3, genau. Ah, ja. Und zwar 25 Tage, 40 Tropfen, das würde ich sofort nehmen. Warum? Sonne, Robert Franz will leben, leben und nochmal leben. Das heißt, gar nicht, dein Ansatz ist demnach gar nicht erst die Krankheitssymptome und deren Bekämpfung in die Mittelpunkt zu stellen, sondern nicht mal die Ursache, sondern eigentlich die Lebenskraft an sich zu stärken und zu fördern. Eben. Aber die Ursache, unser ganzes Ding da, ich kann Krebs kriegen aus verschiedenen Ursachen. Mit Gift sind wir nicht so viel in. Früher war Ursache viel Berührung mit Krebs, mit toxischen Stoffen. Aber durch Sonnenmangel, die ganzen Krebspatienten haben so einen niedrigen Sonnenspiegel. Und was wird gemacht? Da wirst du therapiert und das Signal des Menschen wird nicht geändert. Du bleibst noch immer der Patient, der Krebs gehabt hat, halt abgeschnibbelt, verätzt oder was mit Chemie oder bestrahlt, aber du wirst dieselben Krebszellen immer wieder bringen, vielleicht nach 2, 3 Jahren. Und da kommt es mächtig, dass die Therapie bedeutet, ich lasse die Pflanze da, ändere nichts und schütte auch noch ein wenig Gift rein. So, noch ein wenig Gift rein, viel Spaß. Nach 5 Jahren ist die Pflanze halbtot, da hat sie Krebs überall, alles ist verkrebst. Und deswegen, so dass bei Krebs, jetzt sind wir bei Krebs, würde ich erstmal Vitamin D3 nehmen, muss leben. Zweitens, was ich weiß bei Krebs, unsere Zellen, jede Zelle hat einen Mund. Ich habe auch einen Mund, du hast auch einen Mund. Genauso werden die 25 Gramm Carnitin, was wir im Körper haben, wird verteilt. Jede Zelle kriegt einen Mund, du kriegst einen Mund, du kriegst einen Mund. Oh, für euch habe ich keinen Mund mehr, ist nichts übrig.
Die Gabe von Carnitin macht, dass Krebspatienten Lebenserwartung verlängert wird. Bei einem Bauchspeicheldrüsenkrebs, was normal 199 Tage, nach 199 Tagen tödlich endet, wird verlängert auf 399 Tage. Das sagt nicht Robert Franz, sondern Wikipedia, ein Mittel, wo rezensiert wird von Ärzten. 200 Tage Überlebung bei Krebs. D3 Carnitin. Jetzt gehe ich weiter. Unsere Zellen essen gerne Q10. Die Zellen brauchen Q10. Die Leute können sich informieren im Internet. Q10, Buch PDF. Q10 stoppt den Tumor, reduziert den Tumor, erhöht die Lebenserwartung. Kann ich mir auch denken, wenn eine Zelle Sonne hat, wenn sie im Mund hat und zu essen hat, wird sie ganz locker genießen. Wenn ich dir kein Essen gebe, wirst du aggressiv, greifst mir an, Robert, gib mir zu essen, habe ich schon ein Problem, du entartest sozusagen. Wir haben gehabt D3, Carnitin, Q10, jetzt gehen wir weiter. Als Krebs brauche ich ein dünnes Blut, ich muss jede Körperzelle erreichen, ich muss jeden Herd sozusagen erreichen. Durch OPC habe ich ein dünnes Blut. OPC ist ein Antioxidant, schützt auch die gesunden Zellen. Das ist ein Traubenkernextrakt. Traubenkernextrakt, genau. Und da geht es weiter. Um dieses zu erreichen, muss ich die Äderchen öffnen. Arginin bis in die letzte Zelle. 5 Gramm Arginin erreiche ich die letzte Zelle. Dadurch bin ich sicher, alles, was ich nehme, kommt auch an. Und verstecken sich ein paar in die kleinen Äderchen darum. Drittens, was brauchen Krebspatienten? Brauchen noch Quercetin. Die Leute wissen nicht, dass Krebsgeschwüre, wenn sie wachsen durch Angiogenese. Bedeutet, kleine Äderchen werden gebildet, die Zellen ziehen nach, die Tumor wird immer größer, genau wie eine Siedlung. Durch Quercetin rasiere ich diese kleinen schleimigen Äderchen ab, der kriegst kannst nicht, der Tumor kapselt sich ein. Quercetin, 2x3 Kapseln, ich weiß, 2x600 Milligramm, funktioniert jetzt auch bei Zysten, bei Myome, Frauen auch Gebärmutterding. Außerdem, 5. Vitamin C, unser Körper besteht aus Vitamin C. Wenn ich ein starkes Körpergeflecht habe, kann der Krebs sich schwer durchbeißen. Das verzögert außerdem durch Vitamin C, unser ganzer Körper, 95% läuft durch Vitamin C. Was noch bei Krebs zu sagen ist, die Leute müssen sorgen, dass sie ihren Darmflora schützen. Die ganze Maßnahme bei Chemo und alles zerstören die Darmflora. Dadurch kann ich einen Vitabiosa nehmen. Vitabiosa würde ich nehmen. Es sind viele Leute haben Chemotherapie gemacht, das sind die Haare nicht ausgefallen, du hast eine tolle Darmflora. Durch Vitabiosa erhalte ich meine Resorption. Der größte Fehler ist, was gemacht wird, es wird der Darm kaputt gemacht und Leute, die noch überlebensfähig sind, scheitern und sterben, weil der Darm zerstört wurde. Die können also praktisch keine Nährstoffe mehr mehr aufnehmen ist alles und assimilieren alles und kann umsetzen. Die Leute wissen, die Mediziner wissen, dass ich entweder den Körper erhalten habe durch Infusionen, ich kann jetzt nicht mit dem Rucksack mit Infusionen rum, oder durch eine gesunde Magen-, Dünndarm- oder Dickdarmschleimhaut. Wenn die zerstört ist, haben die meisten Patienten, der Franz, haben sie rascher für mich, können sie erstmal noch schlucken. Nein, es kommt alles oben raus. Und was machen wir jetzt? Und jetzt das Dritte, was ich noch gesagt habe, durch diese Naturmittel, was ich jetzt erwähnt habe, okay, Vitamin C, OPC, Vitamin D3, Carnitin, Q10, Quercetin, Arginin und Vitabiosa habe ich sozusagen Schutzschild. Die meisten Mediziner sagen, nehmen Sie ja keine Naturmittel, sonst wirkt das Gift nicht. Dass ich nicht lache. Gift wird immer, aber volle Ladung, ob ich Naturmittel nehme oder nicht. Nehmen Sie keine, nein, ich soll volle Ladung Gift nehmen. Und da sage ich den Leuten, nehmt diese Naturmittel, so wie sagen, so ich schütze jetzt meinen Körper und jetzt bitte ich die Medizin, höflich, sie sollen meine kranken Zellen töten, weil gesunde Zellen werde ich niemals herkämen. Ich als gesunder Mensch. Und jetzt ist das Thema eingetroffen, dass Robert Franz einen Haufen Krebspatienten hat, die sterben nicht mehr. Und jetzt steht der Patient und schaut einen Arzt an und sagt, ja, Herr Doktor, ich habe jetzt schon 15 Chemotherapies, ich lebe noch immer. Haben Sie auch was Effektiveres? Die Ärzte stehen, die waren bis jetzt immer gewöhnt, nach 5, 6, 7 Chemotherapien war der Patient weg. Da hat man noch im letzten Stadium, wenn er halb tot war, habe ich auch, kenne ich Fälle, noch eine Chemo, nochmal 18.000, ist doch voll in Ordnung, da geht sowieso ein Ding da, wir nehmen das Geld gerne mit. Nein, die steht die Patienten und sagen, hey, wie lange willst du mir das Gift noch geben, Mann? Du siehst das nicht wirklich, steht da vor dir, alte Frau mit 70 Jahren, 15 Chemos, Bauchspeicheldrüsenkrebs, sagt der Franz, ich stehe da, ich lebe. Die Ärzte staunen, warum ich nicht sterbe. Finde ich aber ganz geil. Jetzt habe ich den schwarzen Peter zurückgegeben, durch, dass sich die Leute als Ratschlag geben, nehmt die Naturmittel, der Körper wird sich schützen, die kranken Zellen, haben auch viele Leute durch Chemo, durch alles sterben, aber der Mensch steht voll da und sagt, ich sterbe nicht, ich sterbe nicht. Was macht Robert Franz bei anderen Krankheitsbildern? Okay. Das war zum Thema Krebs. Das ist, was sollen wir nehmen? Nehmen wir zum Beispiel MS, Multiple Sklerose. Es sind auch viele Leute, die ganze Autoimmunerkrankung sozusagen, Autoimmunerkrankung ist MS, danach kommt gleich Hashimoto. Erstmal MS, Körper greift Myelinscheiden an, Körper zerstört seine eigenen Nervenbahnen, finde ich aber richtig verrückt. Die Evolution bringt Kreaturen auf die Welt, die sich selber zerstören, dann gibt es keine Evolution mehr, das ist eine Retroevolution oder was. So wie ich sage, erstmal, du siehst bei jeder Krankheit, auch bei MS, in dem Moment, wo ich jetzt heutzutage, stelle ich die Pflanze runter, kann man besser erklären, wenn ich jetzt heutzutage nachschaue auf diesen Kontinent, wo Krankheiten sind, wo Mangelzustände des Körpers sind, in Afrika gibt es viele Sachen überhaupt nicht.
In Afrika gibt es kein MS. Die Leute kennen kein MS. Da wird kein Körper angegriffen. In Also Afrika, es ist eine Zivilisationskrankheit. ja, genau, demnach. durch die Verschiebung durch die Sonne. Wieder Sonne, Vitamin D. Also ich sage, bei jeder Krankheit, wo ich sage, oder Mangelzustand, wo ich therapieren würde, als erster Wert bei mir Vitamin D3, aber bei jedem. Bei Krebs in höherem Maße, bei der anderen reicht 50. Und deswegen Vitamin D3 als Zusatzstoff, als Vitamin, weil man eben nicht ohne weiteres in die Karibik umziehen kann Genau, und sagen klar. kann, Und jetzt du habe brauchst ich die Sonne, genau. 12 Stunden Sonne am Tag. Genau, und so wie bei MS, der Körper greift die Myelinscheiden an, der Körper greift die Schilddrüse an. Sowas ist das verrückt, wir sind doch keine Zombies sozusagen. Und darum habe ich immer so ein Thema, erkläre ich als Automechaniker, was MS eigentlich ist. Das ist zum Beispiel, unser Körper ist ein Förderband, wir produzieren Zellen, und zwar massenweise, Millionen, Milliarden Zellen entstehen. Das sind die Zellen, meine Zelle besteht aus 3 Teilen, das sind die Zellen da, so, Zellteile, okay. Und jetzt scheint von oben die Sonne, der Scheinwerfer der Sonne scheint drauf, unser Förderband startet, es geht los, die Zelle wird zusammengebaut, das kommt da drauf, das kommt da drauf, so, es entsteht eine ganz tolle Zelle. Am Ende von jeder Förderband steht ein Kontrolleur, der sozusagen sagt, ist dieses Produkt in Ordnung, geht es zum Verbraucher. Wenn nicht, wird sofort zerstört. Genau das macht unser Körper. Unser Kontrolleur ist das Immunsystem. Es muss immer entscheiden, ob der Körper, die neu entstandenen Zellen, ob sie gut sind für den Körper oder nicht. In Terms des Immunsystems, sowas sieht auch, ganz tolle Zelle, viel Sonne, die darf beim Robot leben. Dadurch kann diese Zelle bei mir leben. Haben wir aber Sonnenmangel, da kommt am Ende vom Förderband, durch schwaches Licht, was wir hier in Europa haben, kommt so ein Saustall daher. Weißt du, was der Körper mit sowas macht? Tut es komplett zerstören. Der zerstört das, dadurch wird der Körper angegriffen. Jetzt die Lösung der Medizin. Die Medizin fabrikmäßig erklärt. Die Medizin sagt, okay, es kommen falsche Produkte, haut den Kontrolleur weg. Ich drehe mich um und da kommt lauter Schrott. Ist das die Lösung, diese Förderbandschrott? Erstmal sind die Leute unzufrieden, es häuft die Produkte. Meine Lösung, und außerdem, wenn ich den Kontrolleur wegtue, das Immunsystem ausschalte, im medizinischen Bereich, sterbe ich an einer stinknormalen Lungenentzündung oder Erkältung. Ich habe keine Abwehr mehr. Meine Lösung für Robotrans, lasst den Kontrolleur da, verbessert die Qualität der Produkte. Wie wird es verbessert? Nur durch Sonne. Automatisch durch Sonne entstehen tolle Produkte und der Kontrolleur sagt, toll, einwandfrei. Mag ich gerne, ihr könnt in mir leben, ihr könnt die Leute ausliefern. Das ist so einfach. Sehr schön anschauliches Beispiel. Darum so bildliche Dinge, die Pflanze, da versteht sogar ein Kind, ein 2-jähriges Kind. Normal gehören solche Geschichten den Kindern erzählt, was die Märchen macht und so. Richtig, vielleicht schreibe ich auch ein paar so Kinderbücher, dass die Kinder von klein aus, da hat die Pharma keinen Einfluss mehr an ihnen. Vielleicht durch die ersten Spritzen, wenn die Eltern noch so gescheit sind, zu verweigern, aber dann gibt es den Einfluss von der Pharma. Da wachsen die Kinder auf. Früher hat Brüder Grimm Geschichten geschrieben, schreibt Robert Franz, wie funktioniert der menschliche Körper oder was so eine für uns Du macht. warst bei MS und Autoimmun. Ja, was bei Hashimoto ist genau dasselbe. Ja. Bei MS, was wir bei MS noch machen, wenn die Myelinscheiden zerstört werden, jedenfalls. Was für Scheiben sind das? Myelinscheiden. Das ist der Nerv und draußen ist eine Ummantelung. Das ist eine Scheide, Myelinscheiden. Und die werden zerfressen, dadurch geht das Signal vom Nerv, ich will meine Hand bewegen, aber das Signal geht raus und ich kann nicht mehr bewegen. Die Leute krampfen, haben Missempfindungen. Erstmal würde ich, so wie ich sage, die ganzen MS-Patienten haben oxidativen Stress im Blut. Die Leute, das Blut kocht sozusagen, die krampfen. Und wieder kommt OPC. OPC ist ein Antioxidant, verhindert Oxidation. Dadurch 4 bis 6 Kapseln OPC. In Amerika wird therapiert. Die Leute können auch lesen. MS, Grapeseed-Extrakt, Kapseln mache ich mit OPC, habe ich gute Ergebnisse. Drittens würde ich, dass die Leute, weil sie schwache Beine haben, schwache Muskeln, mal ein Carnitin gegeben, dass die Leute mal schön auf den Beinchen stehen. Und die meisten Leute durch die Gelenke können sich nicht viel bewegen, entstehen Entzündungen. Durch ein MSM, durch körpereigene Schwefel, ich weiß, 2x3 Kapseln oder 2x ein halber Teelöffel, mache ich, dass die Gelenke entzündet sind. Außerdem eine große Rolle spielt bei MS auch die Homöopathie. Symptome beim MS bis bei den meisten Leuten sind etwa Taubheitsgefühle, nämlich ein Kaustikum. Zweitens haben die Doppelbilder, das sind Doppelbilder, nämlich Gelsenium, alles in Potenz D12. Ich habe Sehschwäche, ich sehe schlecht, Phosphorus, und da kommt es noch 2 Symptome. Die Leute haben schwache Beine. Dann nehme ich ein Zincum Metallicum D12 und Leute, die schwere Beine haben, Blei. Wenn ich mit Blei vergiften, habe ich schwere Beine, homöopathisch Polysum. So wie gesagt, du siehst, bei jedem Mangelzustand des Körpers, so wie MS, würde Robert Franz die Sachen nehmen. Und ich habe Leuten weitergesagt, ich habe MS-Patienten, es wirkt das Zeug, die kommen, Robert, ich kann jetzt wieder gehen und ich kann mich jetzt wieder bewegen. Toll, danke für den Ratschlag. Das wirst du fragen, wo kann ich ein gutes Bier kaufen? Hier um die Ecke. Damit wir uns ganz klar sind, das sind deine persönlichen Ansichten. Persönliche, was ich machen und würde, die genau. sagst du und mir, weil recht, ich genau. dich ja frage, ich als Wohlfühlen von Rohr, genau, frage dich, du sagst uns. mir, bitte nicht missverstehen, das ist keine Diagnose, es ist keine Handlungsanleitung, keine Therapie für Sie zu Hause. Trauen Sie nicht unbedingt sogenannten Experten, trauen Sie Ihrer eigenen inneren Führung. Jetzt waren wir bei MS, was ist ein nächstes Krankheitsbild? Arthrose.
Arthrose, Gelenkkrankheit, Arthrose, Osteoporose, allerlei für... Skoliose gehört auch dazu? Ja, Skoliose, oder genau. Der Bandscheiben, da brechen die Bandscheiben, so wie ich sage. Ja, kommen Leute zu mir und sagen, Herr Franz... Also das heißt, wenn der Knochenapparat, der Bewegungsapparat, der Stützapparat, wenn der verknöchert oder versagt oder versifft oder... nicht nachgebildet wird, zerbricht und alles, das sind X, das kommt alles... Da ist ein kaputter Knochenapparat, das siehst du. Das Ganze. Wieder das Erste bei jeder auch Gelenkkrankheit Licht. Licht war auch die Ursache, Lichtmangel war die Ursache, dass wir jetzt diese Osteoporose haben, diese Arthrose. Warum? Wenn ich komme zu dir zum Studio und ich habe einen ganz niedrigen D3-Spiegel, ich bin im Dunkeln, so, und mein Körper weiß, Robert Franz ist zu Hause in Unterekelsheim. Robert Franz ist aber schon längst in Leipzig, hat zigtausende von Schritte gemacht. Bei jeder Bewegung bewegt sich mein Knochen in der Kapsel drin und verursacht einen Verschleiß. Wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Hätte ich jetzt hohen Sonnenmangel, wird das Gehirn wissen, Robert ist unterwegs, alles wird nachgebaut, du hast niemals einen Verschleiß, jahrelang, deshalb gibt es in Afrika auch keine Arthrose. Habe ich aber Sonnenmangel, ohne Vitamin D3 zu nennen, denkt der Körper, Robert Franz liegt auf der Couch und schläft. Und Robert Franz tut jeden Tag ein wenig abhobeln und irgendwann ist Robert Franz Knochen auf Knochen. Sodass unsere Arthrosen, unsere Osteoporose, meine Arthrose, wäre dann jahrelanger Lichtmangel führt dazu, dass Knorpel nicht nachgebildet, Knochen, da rufen Leute an, Herr Franz, meine Bandscheibe ist gebrochen. Wie kann eine Bandscheibe, oder Leute rufen an, Herr Franz, bei meinem Mann zerbröselte Knochen im Fleisch drin, innerlich zerfällt. Warum? Sonne ist das Signal, pass auf, D3 plus Magnesium, es gibt Kalzium, baut den Knochen nach, die Osteoklasten werden aufgebaut, ohne Sonne ist erste Ursache. Ich sage immer, Licht ist das Erste. Bei auf nächsten Krankenhaus, was ich spreche, wird überall Licht, 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 D3, 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 wichtigste, und dann demnach Durchblutung, die Bestandteile dieser Dinge und vielleicht ein paar Stoffe, was noch etwas aktivieren, bei Eisenmangel und sowas, aber du siehst, sodass bei Arthrose als erstes Licht, Vitamin D3 sofort, Knochen nicht mehr abbauen, sondern aufbauen. Und darum siehst du, es werden den Leuten viele Stoffe gegeben, es kommt ein Stoff, das ist für Knochenabbau, aber der Knochen ist am Abbau. Sagt der Stoff, jetzt bist du an der falschen Stelle, ich bin beim Abbauen, Junge. Wenn ich irgendwann aufbaue, werde ich das dann, bis dann landet es in der Toilette. Und darum funktioniert auch gar nichts. Was die Leute, sind auch viele sozusagen Experten, verschreiben Stoffe, aber solange der Körper nicht hochgefahren ist und jedes System sagt, ich will was, und das System sagt, ich will nichts, funktioniert gar nichts. Und so wie ich sage, Vitamin D3, dann brauche ich eine Durchblutung bis zum Knochen. Außerdem brauche ich Vitamin C. Was brauche ich noch? Schwefel. Schwefel ist zum Aufbau der Muskelbänder, Sehnen. Schwefel verbessert die Funktion der Gelenke, nimmt auch diesen Gelenkschmerz. Und dann kann ich Knorpel aufbauen bei Arthrose. Es gibt so viele Sachen. Glucosamin ist eigentlich eine Gelenkkosmetik. Chondroitin, Grünlippmuschel, sind ein Haufen Hyaluronsäure. Aber einfach unverantwortlich solche Sachen zu geben, die funktionieren niemals. Weil wenn der Körper schläft, sagt er, ich brauche nicht dein Glucosamin. Das heißt, die Voraussetzung ist eigentlich immer das Licht. Das Licht, dass der Körper funktioniert dadurch. Wenn das ein Licht Körper Sonne oder hat, ersatzweise D3, der ist weil wir auf der nördlichen Halbkugel genau, wenn einer schläft, dann will er nichts essen. Da kann ich schiebst mir was im Mund, ich schieb dich zur Seite und das war's. Und das passiert auch mit dem Körper. Wir wollen schlafende Körper therapieren. Nein, ich kann dich nicht therapieren, wenn du schläfst. Du musst voll da sein, weil ich will in deine Öffnungen eindringen und wohnen, schaffe ich nicht, wenn du schläfst. Ich kann dir höchstens einen Schnurrbart mit einem schwarzen Eddingstift malen oder mich unterhalten. Aber das ist so sinnlos, Wissen und Therapieren. Und so, ich sage, ich habe einen gesunden Menschenverstand und darum werde ich auch ein Buch bringen, wo ich schreiben werde, alles, was würde Robert Franz machen, wo ich meine Erfahrung mich selber treffe. Das war jetzt Arthrose, wir haben aber auch noch Leber, Galle, genau. Niere, wir haben Leber, auch noch Herz-Kreislauf. Was würde Robert Franz da machen? Meine Leber, okay. Alkohol, heutzutage die Leber, seit ich Chemie fabriziere, gibt es volle Belastung daher. Okay, Leber, was wir machen, um die Leber zu schützen, auch wieder. Erstmal brauche ich ein Signal, unsere Leber erneuert sich alle 21 Tage sozusagen, ist die Leber komplett erneuert, sodass 19 Mal im Jahr hat sich immer der Zyklus durchgezogen, dass die Leber sich erneuert. Das bedeutet, wenn ich ein Stück kleines Leber gesund noch habe, und jeder hat ein gesundes kleines Stück Leber, sonst meistens hören Sie es am Lebernekrose, Leberzirrhose, sowas durch Alkohol, durch was auch immer. Manche Leute müssen auch gar nicht denken, dass sie schlechte Leberwerte haben. Erstmal auch Vitamin D3. So, ich sage als Beispiel, ich habe einer gehabt, hat die Frau angerufen, Herr Franz, mein Mann muss eine Lebertransplantation haben. Ich sage, Moment mal, wahrscheinlich hat Ihr Mann noch ein kleines Stück gesunde Leber, wir können probieren, dass die Leber sei. Ich würde jedenfalls Vitamin D3 nehmen, produziert gesunde Leberzellen. Zweitens, OPC. Jede neue Leberzelle, die entsteht in einem Gewebe, wird sozusagen zerstört. OPC schützt es. Und drittens, Carnitin. Man kann auch reinschauen, bei WebMed Schweiz steht drin, Carnitin fördert die Erneuerung von Lebergewebe. Der hat akribisch die 3 Sachen genommen. Okay, ich kann mal einen Odermenig-Tee auch trinken für Leberanschub und Leberleiden. Was für ein Tee? Odermenig. Odermenig-Tee. Und der hat es durchgezogen, 3 Monate, ruft die Frau an, Herr Franz, wissen Sie, die Ärzte haben gesagt, die Leber ist jetzt in Ordnung, die müssen wir nicht mehr rausschneiden.
Da kannst du denken, es werden, um Apparaturen zu benutzen, um weißen was, Werkzeug zu benutzen, wird der Patient einfach die Leber entfernen. Nicht wissen, dass man innerhalb von 2-3 Monaten vielleicht die Leber noch retten kann. Es ist heutzutage also so dramatisch. Regenerieren praktisch. Wie der Fernsehindustrie. Früher war da und das können jede Lampe austauschen. Jetzt werden nicht ganze Teile, da haben sie auf erstmal Lampen, einzelne Lampen, wie ich noch Kind war. Das müssen eine Lampe, die Tonlampe, die, Bildschirmlampe. Jetzt haben sie Blöcke gebaut und jetzt der ganze Fernseher. Entweder kaputt ist er kaputt, kaufen neuen. Oder die Teile sind so teuer. So das sagt, die Evolution geht genau entgegengesetzt. Richtig auf Verschwendung, auf Ignorierung denkt er, sondern lieber den ganzen Körper, zu Grabe tragen, als vielleicht das Einzelorgan zu reparieren und die Ursache herauszufinden. Das kommt mir vor, aus den viele Beerdigungen so unnütz wie und darum stehen mir auch die Haare am Rücken auf und darum werde ich so zu kleiner Wildsau und darum werde ich auch immer weitermachen, die Menschen aufklären. Es zählt auch, wenn ich einen Menschen erreiche, aber ich habe jetzt fast 60.000 Menschen, das sind 100.000 Menschen, die mich anschauen. Ich sage, Herr Franz hat recht. Ich habe bemerkt, bei jedem Seminar hole ich das Mikrofon und sage, ist vielleicht ein Arzt da im Publikum, der kann mein Mikrofon haben, kann hochsteigen, kann sagen, da kommt keiner. Und jetzt habe ich bemerkt, es sind auch junge Ärzte. Ach, du lädst sogar Ärzte ein, genau, die wenn sollen sie ihre wollen, Meinung sagen. auf der Bühne dir sozusagen Gegenrede zu geben und sagen, lieber Herr Franz, Sie irren sich völlig, da haben Sie ganz Unrecht, Sie liegen komplett falsch. Und Sie sollen Ihre Meinung sagen. Wird sogar mein Vortrag dafür opfern, dass Sie Ihre Meinung sagen, dass Sie die Leute erfahren. Aber es traut sich keiner. Nein, bis jetzt gar keiner. Überhaupt nichts. Naja, Sie haben wahrscheinlich nichts entgegen. Jetzt sind aber auch Ärzte, die kommen und die sagen, wenn du 6 Minuten bei Robert Franz aushältst, dann hast du es begriffen. Und es sind Ärzte, die sagen, ja, der Robert Franz hat recht. Und das siehst du, das Ende ist ein Wandel. Ich sage, zuerst lachen sie über dir, dann ignorieren sie dich und irgendwann ist die Sache durch. Irgendwann gibt es keinen Halt. Und so, ich sage, die ganzen 7 Jahre, seitdem ich rummache, war nicht umsonst. Und das war Leber, gehen wir jetzt zu Herz-Kreislauf. Genau, was macht Robert Franz persönlich, um Herz und Kreislauf zu stärken? Denn du hast ja einen eher höheren Blutdruck, wie ich mal hörte, mit 150 genau, und so. Oder das zählt überhaupt nicht. Genau. Was macht Robert Franz bei Herz und Kreislauf, um zu schützen, vorzubeugen oder auch zu heilen, wenn es mal aus der Ordnung gefallen ist? Okay, Herz-Kreislauf, so ich nehme Herz, was gehört, Arterien, alles dazu, die müssen geschmeidig bleiben. Als jetzt, so wie ich sage, erstmal einen guten Vitamin D3-Spiegel garantiert, dass ich im Leben bin. Es sind viele Leute, die sind am niedrigen D3-Spiegel, dadurch haben sie flache Atmung, flacher Herzschlag. Ist nichts in der Übung. Wenn mit einem flachen Herzschlag startet, Leistung zu bringen, irgendwann kommt es zum Burnout. Der Körper macht gar nicht mehr mit. Das kommt zum Herzflattern, so wie ich sage. Sodass als erstes Vitamin D3, die meisten Leute, wenn sie Vitamin D3 nehmen und sozusagen schwaches Herz haben, können sie halt langsam machen. Die müssen nicht auftanken, 10 Tage, 40 Tropfen, die können 10 Tropfen täglich nehmen, 2 Monate, dadurch kommen sie leben. Viele Leute bemerken durch D3, Herr Franz, mein Herz schlägt, klar. Dein Herz bekommt das Signal, du bist jetzt im Leben, willkommen im Leben. Okay, Vitamin D3, Spiegel einfach hoch bei den Herzpatienten. 10 Tropfen, 2 Monate, das langsam geht, da müsst ihr auch keine Angst haben, dass ihr Herz, das ist nur zweitens, so wie ich sage, das Herz ist ein Muskel, braucht Durchblutung, ist auch die Studie von der Charité in Berlin, die zeigt, dass zum Beispiel auch ein Grategus oder Weißdorn oder OPC, das OPC, der Wirkstoff des Herzens 170% mehr durchblutet, dadurch kriegt das Herz auch Power. Also auch im Verhältnis zu anderen Naturstoffen, zu anderen Naturstoffen, wie OPC, Weißdorn und so weiter. 170% mehr Herzdurchblutung durch den Ding, da würde ich das nehmen, wir reden jetzt miteinander, würde ich nehmen, OPC, eine Kapsel, danach 2 oder 3 Kapseln OPC. Natürlich, weil das Herz ist ein Muskel, genau, Herzzellen brauchen einen Mund. Wenn die Herzzellen keinen Mund hat, keine Schicht Carnitin, kannst du nicht essen, kannst du keine Nährstoffe. Carnitin, auch, wird mit Schweiz, steht nicht Robert Franz, steigert die Herzleistung, reduziert den Puls unter Belastung, reduziert Symptome von Herzschwäche, so das Carnitin. Außerdem Q10 ist auch ganz tolle Studie, über Q10 habe ich auch in Ärzte in Tübingen gegeben, so mal 30 Seiten, wie ich im Krankenhaus war, da für Sie als Lektüre als Abendlektüre. Q10 steigert die Herzleistung, das sind 57 Patienten, die waren Stufe 4, 5, die waren fast rollstuhlmäßig unterwegs, keine Herzleistung, innerhalb von, 8 Monaten oder 1 Jahr, jedes Monat ca. 10% mehr Herzleistung durch 300 Milligramm Q10. Und darum würde ich halt nicht auf einmal 100 Milligramm, sondern gleich 300 Milligramm. Wenn das mein Herz ist und ich durchblute nur diese, schauen die anderen zu, einfach das Herz überfluten, 300 Milligramm Q10, dadurch hat mein Herz Power, OPC durchblutet das Herz, Carnitin ist der Mund von der Herzzellen, Q10 das Ding. Außerdem, ich weiß, das Herz muss pumpen, es sind unsere Arterien, viele Leute durch die ganzen Genussmittel, Rauchen, was auch immer trinken, während die Arterien verhärten sich durch die Giftstoffe, dann pumpt das Herz wie gegen eine Betonwand. Und Arginin, da gibt es ein natürliches Aminosäure Arginin, 1998 Nobelpreis. Arginin hält diese Arterien flexibel. Außerdem Arginin durch den Stickstoff, was erzeugt, öffnet die Arterien. Dadurch habe ich eine optimale Versorgung bis ins letzte kleine Fingerglied. So wie ich sage, zum Herz und
Da gibt es auch verschiedene homöopathische Mittel, die ich für das Herz nehmen will. Erstmal nach Vitamin D3, OPC, Carnitin, Arginin fürs Herz, Q10 kann ich homöopathische Mittel nehmen. Früher zum Beispiel, wenn die meisten Leute sind versäuert, dadurch haben sie auch ein saures Herz. 80% der Leute sind eigentlich sauer. Ich habe gesagt darum, das sind allerlei für Basika-Pulver herstellen. Jeder stellt was her, obwohl 75% von dem Basika-Pulver ist Natron. Füllstoff. Genau. Füllstoff. 75% ist die Hauptsache. Man kann auch Natron nehmen, muss ja nicht das spezielle Basika-Pulver, wo noch wenig Magnesium hat. Aber so wie ich sage, das Natron, wenn ich das kaufe, sogar in der Apotheke, habe ich in Österreich mal gemacht. Das kostet 50 oder 90 Cent ja, genau. für das Sackerl, für diese... Ja, du kriegst das überall. Also das ist auch total günstig. Da habe ich es noch nicht mal im Einkaufsladen gekauft, sondern sogar in der Apotheke. Genau, klar. Da haben die gesagt, habe ich gefragt, wie kommt denn das, dass es so günstig ist? Naja gut, es ist ja doch nur Natron, wir füllen das ja nur ein in diese Tüte. Bei Herz will ich schauen, dass ich keinen sauren Körper habe. Entweder durch Natron, ein Teelöffel Natron, Schuss Zitrone, da bin ich 7, 8 Stunden jedenfalls basisch. So, Ernährung halt umstellen. Aber so ist das, da gibt es ein Mittel, Strophanthus, das Strophantin. Hat es mal früher bei jedem Herzinfarkt gegeben. Dieses Mittel entsäuert das Herz, ist ein Herzglikosid vom Strophanthusbaum. Man kann die homöopathische Variante nehmen als D4, D2, D4, D6. Die Urtinktur kriegt man schon fast nicht mehr. Wirkstoff schon wahrscheinlich von der Pharma schön Afrika weg. Die Leute, ja Franz, man kriegt kein Strophantin, nimmt das homöopathische. 3x5 Tropfen würde ich nehmen und nach der Zeit kann ich 3x10 Tropfen nehmen. Der Strophantin, wenn man nimmt, spürt man sofort. Es nimmt auch die Angina pectoris an, vielleicht den Schmerz, aber Strophantin entsäuert das Herz. Und Strophantin stärkt das Herz. Es darf aber nicht mit dem, so wie ich sage immer, die Pharmaprodukte mischen nicht rein. Die haben Strophantin weg, haben Digitalis genommen. Strophantin darf nicht mit Digitalis genommen werden. Das heißt, ich entscheide mich immer für die Naturprodukte. Für mich sind die chemischen Produkte sozusagen out, habe ich keine Lust. Aber Leute, die mit sowas betroffen sind, müssen auch ein gewisses sich auseinanderzusetzen, wenn sie was machen. Aber Strophantin stärkt das Herz. Wenn eine Ratte, die schwimmt 20 Minuten, durch Gabe von Strophantin schwimmt diese Ratte 60 Minuten. Das erhöht sich 3-mal die Leistung vom Herz mit so einem Strophantin. Und es gibt auch Leute, die viele zum Beispiel Herzrhythmusstörungen haben. Viele Leute haben Herzrhythmusstörungen und es kommt durch Nährstoffmangel, nicht durch was anderes. Und es ist die falsche Therapie von der Medizin, Herz mit Strom zu traktieren oder Herz mit Defibrillatoren. Das ist der größte Schwachsinn, was heutzutage passiert. Man kann vielleicht wenn er gerade am Sterben ist, mal einen Elektroschock verpassen, aber dass man jahrelang Herzen, die schwach sind, die keinen Nährstoff haben, unverschämt noch mit Strom traktiert. Und wenn das Herz dann ganz schwach ist mit einem Defibrillator... Sind das die Herzschrittmacher, die du meinst? Erstmal die Herzschrittmacher und dann kommen Defibrillatoren. Das sind Sachen, da kommen Ich dachte, Defibrillatoren nimmt man nur im Notfall, wenn ein Unfall ist oder wenn jemand gestürzt ist. Da haben die Leute auch drinnen. Es sind manche Leute, wo halt nicht klar. Die warten nicht an Defibrillator vom Kaufhaus oder das, aber das ist was Schwachsinn. Statt die Leute mit Nährstoffen zu versorgen, hängen wir mit einem Riesenaufwand teure Geräte an die Wand, um Menschen zu retten. Das ist keine Rettung. Das ist ein Ignorieren ihrer ganzen Ansprüche. Was wir mit dem Defibrillator da? Wenn jeder Mensch die paar Sachen machen würde, was ich sage beim Herz, könntest du den Defibrillator in den Hasen geben. Aber das sieht man, ich brauche keinen Defibrillator. Wenn ich krank bin, wenn ein Kind krank ist, der kriegt Nährstoffe, der kriegt von mir, kriegt seine Vitamine, ist alles. Aber nicht einen Elektroschock im Hinterrhein, den kleinen Kind. So ich sage, das werden Methoden von der Medizin praktiziert. Es werden viele Kulturen einfach, bezwichtigt, was für Maßnahmen. Aber wir heute im 21. Jahrhundert haben wir Maßnahmen, die zum Mittelalter gehören. Inquisitionsmäßig. Was gibt es sonst noch für einen großen Bereich? Dafür hätten wir wohl noch die Zeit. Oder sollen wir lieber über deine Glaubensgemeinschaft sprechen, weil da dann mehr ein Hinweis ist auf das, was man selber machen kann? Ja, ich meine, eigentlich jeder natürliche Mangelzustand, nicht Krankheit. Ich werde heute auch gar nicht mehr Krankheit, ich werde das Wort von Deutschland rausholen, Krankheit. Mangelzustand des Körpers. Keine Krankheit. Wenn ich den Kühlschrank aufmache und er leer ist er krank? Nein, ich gehe einkaufen, 2 Stunden lang mit dem Einkaufswagen, schwitzig und alles, komm zurück, mache ihn voll, oh, ich habe einen gesunden Kühlschrank, wer die Tür zugemacht. Wenn ein Auto kein Öl ist, ist mein Auto krank? Nein. Ich schütte Öl rein, ich habe schon ein gesundes Auto. Wir sind imstande, Kühlschränke zu füllen, Einkaufstouren zu machen, Autos zu warten, aber ein paar Stoffe, die ich brauche, bin ich imstande zu schlucken. Aber ich schreibe den Leuten gar nicht zu,
Ich bin der Typ, der den Leuten das Wissen gibt, sich selber auch aufzufüllen. Erstmal mich aufzufüllen, nicht die Plastikfenster von Haus erneuern oder den neuen Fliesenboden, den neuen Teppichboden, sondern erstmal sich selber aufzufüllen. Und das heißt, es gibt nur Mangelzustände, es gibt gar keine Krankheit. Es gibt nur Mangelzustände. Genau wie Mangel an Hygiene Epidemien verursacht, genauso verursacht Mangel an Nährstoffen im Körper sozusagen Krankheiten. Und da werde ich von jetzt an heutzutage werde ich immer sagen, Mangelzustand des Körpers. Irgendwann, wenn die Leute sagen, ich muss es gar nicht sagen, ich muss es nur beheben. Und ich behebe meine Mangelzustände. Wunderbar, lieber Robert Franz, das war heute wieder sehr aufschlussreich, sehr instruktiv. Ich möchte auf 2 Dinge hinweisen. Wenn Sie mehr über Robert Franz und seine Arbeit erfahren wollen, tun Sie einfach seinen Namen hineingeben bei Google, dann werden Sie es finden. Und ich will auch darauf aufmerksam machen, hier dieses Logo, Robert Franz, Internationale Glaubensgemeinschaft für natürliche Gesundheit. Er hat da ein Forum geschaffen im Internet, an dem man sich beteiligen kann, allerdings nur mit Klarnamen. Man muss schon für sich und für seine Entscheidung eigenverantwortlich was für die Gesundheit zu tun einstehen. Ich wünsche dir weiterhin ein gutes Wirken. Wir werden noch bei anderer Gelegenheit andere Themen dann vertieft anschauen. Wir haben heute einen sehr schönen Einblick bekommen, was Robert Franz selbst für sich und für seine Gesundheit tut. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie ganz entschlossen und mutig dabei. Wie er gesagt hat, tun Sie lieber zunächst mal was für sich selbst, als dass Sie was für den Fußboden tun oder fürs Fenster tun. Wichtig sind Sie selbst. Sie selbst sind der Einzige, die Einzige, die Verantwortung übernehmen können und wirklich auch Entscheidungen treffen können, dass Sie sich, wie Robert Franz so schön sagt, wieder ins Leben bringen. Vielen Dank, Robert. Ja, danke. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche auch Ihnen viel Segen.